Marius. Es war gut hier von dir mit $10 top zu sein. Und wir wollen uns nachluten, was Gott von dir und uns zu sagen hat. Wenn wir uns nachluten, wer wir sind als Menschen, wir wollen immer weiter an, dass wir Fleisch und Blut sind und wollen immer weiter an, dass wir von uns selbst nicht gerecht für Gott leben. Und so werden wir uns von dir nachluten, was Gott seine Gerechtigkeit ist und wo wir stehen für seine Gerechtigkeit. Wir werden ein paar Dinge nachchecken in dem Bulletin. Von der werden wir Jacob in der Gemeinde Friesen abnehmen in der Kirche. Nächstes Jahr werden wir Kevin und Lotti Klippenstein abnehmen hier in dieser Kirche. In Predigt, wo durchgefahren sind Peter Pana in Milton Leuven, sie sind bei Worsley, Alberta. Du hast von der Deacon Election, werden wir für die beten, dass Gott die Election wird reich lenken. In der nächsten Sinne, Familien, die sollen Jas abnehmen, sind Alvin Cornelsis, Dennis Fries und Martin Kluses. En deze week is het Jugendunterricht, donderdag. En dan nog een bekendmaking dat Jacob en Eva Wall, die had een kleine jong van gisteren, mag God eindzenen, dat op te trekken, wat kan een zegen zijn. En vrijdag is de jugend gekregen om zingen. En zinnend zijn we als mannen gekregen hier zum Gebetstijd aan. We zijn alle aangeloot door waar we beten dat we kunnen ons hart uitmerken, dat God ons wat kan brengen. Ons opmerken, dat we ons kunnen uitmerken voor zijn zegeningen. En dan is hier nog een ding, de Engelhof Bibelschool. Du hast noch Raum, wenn wir wollen angeben in der Bibelschule gehen. Der letzte Tag zum Angeben ist Oktober den 31. Und dann ist hier noch eine Gelegenheit, dass NYP, der sieht nur eine Mechanik für ihre Fortgehung holen. Und ich weiß nicht, was das alles wird involvieren, aber die wollen einen Mann haben zum Halten. Und Victor und Joni Pana sind in Mexiko und wir beten für Victor, wenn er da anleiten wird und auch diese kommende Deel, wo er am Jugendcamp reden wird. Und dann sind hier noch Prayer Items, wir beten, was ich glaube, anleiten für die Diakon wohl in Worsley, Alberta. Und wir beten für das Men's-Seminar, was abkommen wird, auch für das Evening Services, wo jeder Abend Botschaft haben. Wir beten, dass Gott was segnen. Wir beten für Elmer und Luella Bartsch. Du bist gesundheitlich nicht gesund, fehlt es an Gesundheit. Und dann hier von Engelhof Hope, Eric York, das ist Dennis Wall, das ist ein Teacher in Mexiko. Wir für anbeten. Und wir für John und Tina Cornelsen beten, die verschiedene Schwierigkeiten durchgehen, mit das Raum genommen haben, mit dem Haus aufgebrannt und all die Abgaben, die dann geben wird, zum frisch bühen und das alle mit der Insurance. Wir beten, dass sie können geloten sein und dort annehmen, was Gott einen hat, zukommen lassen. Sie können dort, was sie lernen, was in ihr Leben kann halten. So weit werden wir noch beten. Gerechter Vater im Himmel, wir kommen vor dir und danken dir für deine Gnade, für deine Liebe und für wer du bist. Du bist ein Gott, den wir uns hingeben wollen. Wir haben von dir gelehrt, Vater, wir haben gehört von dir und wir beten, dass wir uns hart werden können, das ganz nicht die drehen, dass du zu uns reden wirst und wir werden können gesegnet sein durch das, was du gedonen hast und dass wir das wollen annehmen und mit Frieden leben. Vater, wir freuen uns nu, dass du das Wort was zu uns segnen, wir wollen können und auch Wort haben für das. Wir beten in Jesus' Namen. Amen. So, als ich schon sehe, wir wollen von der an Gott seine Gerechtigkeit nachchecken, ans Glauben.
die Gerechtigkeit an unseren Glauben. Und wir können da viel von lernen. Wir haben sehr viel Bibelversen, was uns dann abweisen wird. Das erste, wenn wir uns kicken, in Römer 4, Vers 3 und 4 und 5, da sagt es, die Schrift sagt, und Abraham glaubt. Das sagt, die Schrift lehrt uns dort, das seht dort, und dann sagt es, und Abraham glaubt. Und dort wird aus seiner Gerechtigkeit angerechnet. So, dass wir gerecht werden, das ist bloß durch den Glauben. Das ist nicht uit unsere Worten, aber das ist durch den Glauben. Und dann in Vers 4 geht er wieder und dann sagt es, ein Arbeiter, sein Lohn ist nicht aus dem Geschenk angesehen, aber aus was das er verdient hat. So, wir wissen, wenn wir auf Arbeit gehen, ein paar Wochen geschafft haben, dann kriegen wir einen Scheck, da haben wir uns verdient, das ist, was wir kriegen. Und sind wir alle ganz gelobt mit, dass es schaffen wird. Aber hier sagt er, dass diese Gerechtigkeit ist nicht so aus dort. Das ist nicht, dass wir das verschaffen können und dann wird uns das teilgeteilt und dann haben wir uns das auch verdient. Das ist nicht so aus dort schaffen. Denn Vers 5 sagt er, aber für den, der nicht mit Worken angeht, aber an den läuft, der Gottlose gerecht merkt, den wird sein Glauben aus seiner Gerechtigkeit angerechnet. So nicht mit Worken umgehen, diese Gerechtigkeit zu kriegen, aber es sagt, dass der Glauben nicht so aus Abraham. Abraham, der sagt nicht davon, wo er handtragen soll. Er weiß nicht, wo es wird sein. Aber Gott sagt, du sollst nicht moven. Das ist, was ich von dir will. Du sollst wegtragen. Und er glaubt dort, er deut dort, und das wird aus seiner Gerechtigkeit. So, wir können noch an dem Punkt ankommen, dass wir auf einmal sagen, ja, ich glaube, aber wir merken keinen Move. Wir tun das nicht. Wir sagen bloß, dass wir glauben, aber dann wird uns diese Gerechtigkeit nicht angerechnet worden. Abraham, der glaubt, und dann moved er, und Gott rechnet dort an uns die Gerechtigkeit. Der Glauben ist seine Gerechtigkeit, was er gekriegt hat. Und dort ist, was wir, glaube ich, alle Kansas dort bekennen, dass wir glauben dort, und dort ist, was uns angerechnet wird für unsere Gerechtigkeit, was für Gott bestehen wird. Römer 10, du lest wie von, dass das Volk Israel, das moved up, das kam aus Ägypten raus, und sie wanderten in der Wüste, wie in der viel Raum mit Gott seine Erfahrungen, taub Gott, weiß und lehrt und führt und sie sahen viel Wunder durch. Aber dann sagt er, sie kannten Gott seine Gerechtigkeit nicht und versuchten ihre eigene Gerechtigkeit herzustellen. Ich sage vielleicht, das wird auch ein Stück Luther sein, wo sie dann viel Dollar versuchten, ihre eigene Gerechtigkeit abzustellen. Aber sie hatten gesehen, wo Gott gelehrt und geführt hat. Und hier sagt er, sie waren so weit aufgekommen, dass sie Gott seine Gerechtigkeit nicht kannten und versuchten, ihre eigene Gerechtigkeit herzustellen. Und so stellten sie sich nicht unter Gott seine Gerechtigkeit. Wenn wir unsere eigene Gerechtigkeit versuchen herzustellen, oder wenn wir gleichen tun und leben, als wir denken, oder wir glauben, dass er dran ist, dann können wir nicht Gott seine Gerechtigkeit unter tun sein. Dann können wir nicht nur Gott seine Gerechtigkeit nur leben. Das schafft er nicht. Weil unsere Gerechtigkeit wird immer so sein, dass es für uns Fleisch wird gut sein. Dass uns das wird schein gehen, dass uns das wird interessieren, dass das wird so sein, dass wir das gleichen wollen. Aber Gott seine Gerechtigkeit wird vielmal so sein, dass es jeden ans Fleisch und jeden ans Blut geht und nicht so aus uns das gefallen wird. Wenn es ans Fleisch das gelässt, noch viele verschiedene Dinge, wird nicht unbedingt nur Gott seine Willen sein. Aber wenn wir nur den Geist Gottes horchen, der Geist Gottes uns leiden und führen kann, dann sind wir wahrlich nur seine Gerechtigkeit zu horchen und sind wahrlich abzugeben, was unsere eigene Gerechtigkeit wird verbringen. Wir sagen, dass Jesus abgeirrt wird, und die Pharisäer da wären, und viel Volk das nicht verstehen können, was Jesus lehren tut. Sie hielten so fest an ihre eigene Gerechtigkeit, dort wo sie nicht können, nur die Gerechtigkeit Gottes horchen, also können sie nicht die Gerechtigkeit Gottes vernehmen, wenn sie ihre Gerechtigkeit sehr falsch haben, oder dort, was sie gelehrt haben. Und das ist sehr wichtig, dass dort, was wir gelehrt haben durch uns Leben, und vielleicht einmal getan haben, aber hier, dass wir nicht bloß wollen sein, dass alle artig, aber auch nicht, dass wir das alle bloß wollen annehmen, dass die Älteren das gelehrt haben, dass unbedingt immer alle reich. Du musst wir verpassen, dass wir da im Reich stehen bleiben.
Wenn Jesus hat beirrt wir, dann halb versuchte Menschen zu sein, hier fehlen Dinge zu ändern. Das ist nicht so, als Gott sein Plan das ist. Hier fehlen Dinge mehr zu ändern, dass was kann schaffen, dass die Menschen an Gott seine Gerechtigkeit glauben und durchholen und nicht an ihre eigene Gerechtigkeit. In Galater 2, Vers 15, da sagt es, wie selbst, da wir aus Juden geboren und nicht Sünder von der Völker sind. So, das ist vielleicht ein Vers, wo wir, was wir von der altkanadischen Herkunft kommen, vielmals noch klar verstehen können, wenn es uns wird gesagt, dass der Einheimische dort wir ein Weltmenschen und wir ein Christen und kriegen dort Verschlag, wir leben dort, wir sehen dort eine Wesen dort nur und dort hat zu tun mit unserer eigenen Gerechtigkeit. Hier sagt es, wie selbst da wir aus Juden geboren und nicht Sünder von der Völker wären. So, sie haben dort auch klar, wir sind aus dem Volk Gottes geboren und nun sind wir nicht von der Sünder, aber ihre Natur, ihr ganzes Leben, dort stimmt aber lange nicht mit dort mit, was Gott sein wollen wir. Vers 16 sagt es, wie weiten dort ein Mensch nicht durch das Gesetz holen gerecht wird, aber durch den Glauben an Jesus Christus. Durch das, dass wir Gesetze holen, dort ist nicht, was uns für Gott gerecht holen, gerecht stellen, aber dort wir an Glauben an Jesus Christus sind. Wir haben selbst an Jesus Christus geglaubt, durch den Glauben an Christus gerechtfertigt zu werden, weil es durch das Gesetz holen, kann kein Mensch gerecht werden. Das ist, was Galater 2, Vers 16 sein wird. Das Gesetz holen, wenn wir das Gesetz mal drehen, und dort ist das Government-Gesetz merken, wir haben das ein Beispiel nehmen von einem Weg vor. Da sind uns Gesetze gelehrt worden, wir sollen 100 Kilometer fahren, wenn wir da tun, dann sind wir angehorsam. Oder wenn wir nicht die Single Lights brauchen, dann kann es leicht ein Accident geben, uns wird das gelehrt, das soll wir das tun. Und wenn wir das nämlich tun, dann ist das ab dem Highway safe. Dann können wir ganz ruhig fahren. Wir wissen, dass wir alle krank sind, wir können uns da verloren, dort fährt ich was für uns fort, das wird nur wegen aus der Single Dead. Und wenn der dann aber anders Single und anders wegen aus der Single Dead, dann wissen wir, dann ist es gefährlich. Dann kann es ein Accident geben oder was immer. Das Gesetz will wir holen, wenn es das für uns gut, das ist nützbar für uns. Aber wenn es nicht Gesetze sind, dass wir selbst wollen, gerechtfertigt werden für Gott, dann können wir so viel Gesetze merken, als wir wollen, die werden uns für Gott immer noch nicht gerecht merken. Wie es sagt uns hier ganz klar, dass dem Glauben an Jesus gerechtfertigt zu werden, weil es durch das Gesetz holen, kann kein Mensch für Gott gerecht werden. Wenn wir in dem, dass wir unsere Rechtfertigung in Christus sehen, unsere Sünd ansehen, dass steht Christus dann für die Sünd an, dann sagt er, nee, das nicht. Aber das ist wenn wir unsere Sinn ansehen, dann erkennen wir, dass wir kort gekommen sind. Und dort bringt uns die Rechtfertigung. Wir erkennen, dass wir sind willig zu ändern, nur dort nur, was Gott sein wird lehren, was wir an Jesus Christus gelehrt haben. In Galater 3, Vers 6, da sagt es, drei nur den Vers, was wir in Römer 4 lesen, da sagt, so wie das mit Abraham, der glaubt Gott, und dort wird aus einer Gerechtigkeit angerechnet. Was immer Gott sieht, dort wird angerechnet. Er glaubt, was Gott sagt, und dort wird gerecht merken. Und Gott sieht, er soll aus der Haaren rücktragen, er soll ein Land tragen, was aktivieren wird. Und er weiß nicht, wo das wird hingehen, er weiß nicht, wo das wird sein, aber er soll Westen gehen, ich habe die Direction für jeden. Aber er soll die Direction gehen und Gott wird am Wesen. Gott wird am Leiden. Und er vertraut, dass das, was er tragen, wo er nicht hinmoven, dort wird dort, was Gott will haben. Und es Gott hat sein und sagt, das ist ein Mann, der mir gehorchen, der glauben, das, was ich sagen will. Dann in Vers 7 sagt er, daran können wir sein. Abraham seine Kinder wären die glauben. Die Horchen,
nur Abraham seine Erfahrung, die willig wären, selbst zu glauben, wo sie sein können, dass Abraham geglaubt hat. Und dann sagt es in Vers 8, die Schrift seht dort all im Verrückt, dass Gott die Völker durch den Glauben gerecht merken wird. Und predigt doorheen al zu Abraham und seht, durch die sollen alle Völker gesegnet worden. Dann die het erop aan dat durch Abraham zijn uitkomen wordt Jesus kommt und dort wird die Völker ihre Segnungen würden kriegen, wo wir von der sind, wo das Segen gekriegt haben, wo diese Segnungen immer weiter erkannt haben. Und dann sagt es, und du werden kriegen die durch Glauben, denselben Segen als Abraham, die durch Glauben haben. Wir kriegen denselben Segen. Abraham glaubt Gott, hij moved on und Gott gab ihm sein Segen und das Volk Israel moved on. Und wir immer das sehen, dass Abraham geglaubt hat, das Glauben, die ging immer wieder mit das Volk mit. Wir wissen, dass sehr viele Städte sehr angehorsam werden, wo Gott verschiedene schwere Zeiten Leute übereinkommen, wenn sie angehorsam, wenn sie nicht im Glauben leben deuten. Nur das Glauben, nur Handeln deuten, und Gott struft und tragt und will Trag lenken, und dass sie waren sollen in diese Gerechtigkeit leben, was Gott geben durch Abraham sein Glauben. Und dann in Vers 10 sagt es steht in Galater 3, wer sich ab Worken ut dem Gesetz verlässt, ist unter ein Fluch. Worken ut dem Gesetz, Dinge, was wir in tun, so ist im Gesetz geschrieben, sagt es als verflucht. Und Gott gibt selbst das Gesetz, aber das sagt nicht, dass das Gesetz dort wird, was uns seilig merken, der bezeichnet, das merkt uns die Reich für Gott. Und ich habe dran drehen und eine andere wird, wer dann nicht nur Gott sein Gesetz horchen wird, der wird gesteinigt und dort wird ein Fluch verarmt. Und dann sagt es, wer in der Schrift sagt, verflucht ist jeder einer, der nicht alles hält in das, was im Gesetz geschrieben steht. Wer nicht das holen, der hat einen Fluch mit sich. Wer nicht dort das, was im Gesetz geschrieben steht. Vers 11 sagt es, dort ist klar, dass durch das Gesetz kein Mensch für Gott gerecht ist, weil wer durch den Glauben gerecht ist, soll leben. Das Gesetz soll uns, ich schon seht, wenn wir am Weg fahren, dann weit wie wenn die Singeln das dann fort durchhaben und wenn ein anderer Weg das dann fort durchhaben, da wieder heranfahren, wir können uns dort verloten. Das ist ein gutes Gesetz und das leicht wieder holen, wenn es dann voll wie ein Safe, so wie vorhin tun. Viele Gesetze sind bloß klar, wenn wir die nicht holen, dann das merkt andere Menschen, bringt andere Menschen in Gefahr. Vielleicht sogar uns selbst, das bringt uns selbst vielleicht in Gefahr. Dazu werden wir die holen. Aber das sagen uns hier, so eine Gesetze, dort, die merken uns nicht reich für Gott, aber die merken einen safe Platz für uns. Und dann geht hier wieder, wer durch den Glauben gerecht ist, der hat ewig Leben, der soll leben. Vers 12. Das Gesetz aber gibt sich mit dem Glauben nicht auf. Du heißt, wer durch das, was das sagt, wird verschont bleiben, wird leben, wer das aber nicht das, wird bestraft worden, wer Tischstück vorhin das am Halbe, der kriegt ein Ticket, wer nicht stillhält beim Stop sein, der ist schuldig, wenn es der übertritt hat. Und hier sagt es, wer durch den Glauben gerecht wird, der soll aber ewig leben. So muss man sagen, dass es dreht von zwei verschiedenen Gerechtigkeiten. Wir können sagen, von zwei verschiedenen Wegen, wo wir safe sind hier auf dieser Erde. Ein merkt dann safe, wenn diese Zeit hier im Leben vorbei ist, und ein merkt dann safe, nu ab dieser steht, wo wir hier nu dann sind. Und dann in Vers 13 sagt er, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch, den das Gesetz über uns brach. Dadurch, dass er den Fluch ab sich nahm, weil es das steht geschrieben, wer am Kreuz hängt, ist verflucht. So, und wir weiten aber Jesus hängt am Kreuz. Und dann ist er verflucht. Yes, er wird zum Fluch gemerkt von den Menschen daran. Wird den Fluch ausgesprochen, dass er soll gekreuzigt werden. Er hängt am Kreuz, weil es die Menschen verflucht haben, oder einen Fluch abgelegt haben.
Er tut das nicht wegen sich selbst, aber er nimmt das auf sich wegen uns. Vers 14. So dass Abraham sein Segen durch Christus Jesus auf die Welt gekommen ist, und so haben wir den Jes gekriegt, der uns versprechen wir, wann wir glauben würden. Wann wir glauben würden, das, wann das Jes über uns käme, wann wir dort glauben würden. Wir sagen von den Menschen, die leben ein sehr ehrliches Leben. Die sind bescheidene Menschen, die sind aufrichtig. Aber wenn du zuerst von Glauben an Jesus Christus reden, dann würden sie sagen, oh, dort ist nicht Wahrheit. Dort würden sie klar sein, dort glaube ich nicht. Und dort können wir sagen, sie haben ein Gesetz von der Gerechtigkeit für sich selbst gemerkt und sie sind maglich manch ans Menschen, sie sind angenehme Menschen manch ans. Und jetzt gleich so an zu sein, dass sie so büttergewöhnlich anders sind, aber wenn sie ein Tag wollen für Gott stehen, dort teilt bloß seine Gerechtigkeit. Sicher teilt das viel, wenn sie hier bei ihr auch aufrichtig sind, wenn sie hier friedlich sind, das teilt alles sehr viel. Aber die Gerechtigkeit, die für Gott bestehen, dort ist der Glauben an Jesus Christus. Und viele Menschen, jeftet von denen, die wollen nicht das Wort hören, Jesus, die wollen nicht ändern in den Sinn, dass wer ewig ist, dann für sich selbst. In Philipper 3, Vers 9 sagt er, ich will ein Arm sein und nicht meine eigene Gerechtigkeit haben, die durch das Gesetz kommt. Ich sehe die Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Christus Jesus. Dort ist eine Gerechtigkeit, die Gott mir zusprach, wenn ich an Jesus glaube. Das ist die Gerechtigkeit, was Gott uns zuspricht. Und das ist, was Paulus sagt. Diese Gerechtigkeit, das ist, was ich will. An diese Gerechtigkeit glaube ich. Und weil ich an diese Gerechtigkeit glaube, bin ich ganz überzeugt, dass ich leben will. Oder dass ich leben will. Ich zweifle nicht. Paulus sagt, er ist ganz sicher, diese Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Jesus Christus kam, die bringt mich durch. Wenn hier ab diese Ehre nicht. Paulus wie einer von denen, der hat das Gesetz gelehrt. Er weiß, was das Gesetz sein wird. Er weiß, was es muss gelebt, dass es einem Gesetz nur reich wird für die Menschen. Aber hier sagt er, die Gerechtigkeit, die im Gesetz kommt, das ist nicht, was er segnet. Er segnet die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Die von dort kommt, wo Abraham glauben hat. Er lehrt von dort, was all in Alten Bund im Gesetz geschrieben wird. Dort, wo er von lehren hat. Wir gehen in Römer 3, Vers 21. Dann sagt er, aber nu ist Gott mit seiner Gerechtigkeit für den Tag gekommen. Ohne das Gesetz. So wo können wir dort dann eindeutig? Das sagt, Gott ist mit seiner Gerechtigkeit für den Tag gekommen, ohne das Gesetz. Wenn das Gesetz selbst und die Propheten davon reden, so diese Gerechtigkeit, so ich sehe, hier habt ihr weit wie wir brauchen viel Dinge Klarheit, wir lernen uns die Dinge, wo wir das selber tun, so ich ein Beispiel mehr von vorn, wenn wir alle einmal über rein handeln dann beim vorn, dass wir uns gelehrt haben, wenn wir singen dann und vor wir da haben, wenn wir Speedlimit 10 sein, der 50 dahin darf, dann vor wir so, dann fallen wir uns alle safe, ist das, was wir alle tun. Aber wenn dann einer herankommt oder einer vorabfährt und der fährt doppelte Speed, dann fallen wir uns alle nicht safe, wenn es die Hark nicht nur das Gesetz. Aber hier sagt Paulus, dass er sieht nur eine Gerechtigkeit, die nicht aus dort Gesetz kommen wird. Und dort ist die Gerechtigkeit, was für Gott bestehen wird, was für Gott du was sein, was uns fehlen wird. Und das ist einzig in Jesus Christus. Vers 22 sagt er, dort ist Gott seine Gerechtigkeit, der all die geben wird, die an Jesus Christus glauben. Wahre. Diese Gerechtigkeit, die kriegen bloß die im Glauben an Jesus Christus sind. All die sehr schmack leben, die sehr viel Gesetze nur kommen, so oder so mal das gelebt, die haben aber noch nicht diese Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommen wird. Jetzt wollen makelige Menschen rammen sein, die können ganz gelitten sein mit uns taub. Aber das ist nicht die Gerechtigkeit, die für Gott bestehen wird. Da würde vielleicht sagen, na, im Alten Bund können wir viel von dem Gesetz lernen, und wo ist das damit da? Dass wir die Menschen, die du noch horchen, die leben,
En die hadden een gewisse respect voor God durch dat Gesetz, wat dan gegeven wird. Aber dat die immer doen du kommt noch das Sehen, was ich lesen da in Vers, wo Abraham sein Sehen wird über alle Fälle uitgegoten worden, der wir immer ein Tup knacken mit dem Sehen, was durch Jesus Christus kommen wird. Und dann sagt es in 23. Vers, da sagt es, du hast kein Unterschied, wer wir sind, als wir in Jüd sind, oder als wir in Spanischer sind, oder in Englischer, sagt, du hast keinen Unterschied. Juden oder Griechen, du hast keinen Unterschied. Aber dann sagt es, alle Menschen haben gesündigt und kommt durch ein Kart, was er bei Gott sein soll. Wenn wir an uns selbst denken, an uns Fleisch, dann kommen wir alle Kart. Keiner von uns darf hier sein. Ich las gestern eine Geschichte, ein Führer, der hat ein nater Schuljung und er war so brav mit seinem Schuljung und freut sich so sehr für seinen Schuljung, so tapfer ist er lehren und so fleißig ist er wie. Ein Tag fährt er mit dem Schullehrer an, das Forschen wird mit seinem Jungen in der Schule schaffen und der Lehrer ist auch hochweg impressed mit dem Jungen, so ist der Lehren und alles, aber dann sagt er ein Ding, als er das vertalen hat, dann sagte Führer, so wie er an der Schule immer warst. Und wo er sich dann freut, dass sein Jung auch so fan wird. Und dann, aber dann, auf einmal dann sagt, kommt der Lehrer wieder und dann sagt er dort, aber ein Ding, was er von den Jungen nicht gleich hat, das ist, der wird leicht sehr verdrisslich oder sehr da. Dort ist nicht, dort sei er amaglich. Und dann sagt er, dort wird er wohl haben von seiner Mutter mit sich kriegen, aber dann redet der Führer auch ein bisschen da. Und du wirst auch kurz zu hören, wo an seine Gerechtigkeit soll leicht rauskommen. Und wir sind alle Söhne, die gesündigt haben. Wir sind alle, die die Karte kommen. Und wenn wir uns selbst anfangen zu reden, mit wo fein wir sind, und wo fein wir lernen, und wo fein wir Dinge tun, dann auf einmal kommt es doch raus, dass unsere eine Gerechtigkeit der Recht bloß in seiner Karte einziehen und sind wie wahre Karte. Und es sagt uns hier, dass jeder einer ist für Gott Kart. Wenn wir nicht diese Gerechtigkeit haben, die durch den Glauben kommt, dann fallen wir alle Kart. Und dann in Vers 24 sagt er, dann checkt Gott an der Rechtfertigung aus Genot. Keiner hat es verdient, aber aus Genot checkt Gott an der durch die Radung, die in Christus Jesus ist. Vers 25. Den hat Gott ausgewählt als ein Gnadenstuhl, wo durch Christus sein Blut Vergebung für unsere Sünden zu haben ist. Wodurch in Christus sein Blut Vergebung für unsere Sünden zu haben ist. Wenn wir an Christus glauben, Gott seine Gerechtigkeit soll durch für den Tag kommen, dass er die Sünden vergeben wird, die unter seine Geduld geblieben sind. Hier wir dort, dass wir unter seine Geduld bleiben, dort ist, wo seine Gerechtigkeit rücktegnen wird. Und dann in Vers 26, dort soll nun bewiesen, dass Gott gerecht ist und dass er die gerecht macht, die an Jesus Christus glauben. Wahre und wahre, ich kann Versen lesen, die sind gerecht, die an Jesus Christus glauben. Nicht die sich selbst gerecht fühlen, die selbst so viele Dinge so schmack tun, dass es angenehm ist, manche Menschen. Dort merkt uns nicht gerecht. Römer 4, Vers 1 sagt es, nu dass wir das alle weiten, nu dass wir das alle erkennen, sagt es, weil wir durch den Glauben gerecht geworden sind, dort ist, wo wir innerliche Frieden haben. Haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Nu ist es nicht in Gerechtigkeit, wo wir selbst abstellen tun, oder wo wir selbst gelobt werden für sein, oder wo wir uns selbst werden verloben, so ist das vorher. Aber es ist eine Gerechtigkeit, die wir erkennen, die kommt nicht von, wo fein wir sind, die kommt nicht durch dort, dass wir so viele Dinge recht tun, aber die kommt durch den Glauben an Jesus Christus. Die kommt dadurch, dass wir willig sind, zu holen und zu tun, was an seinen Glauben uns lehren wird und was wir glauben tun. Und dann in Vers 2 sagt es, durch den uns der Weg aufging, nur die Genot, an der wir stehen. Du wirst kein Weg, dass wir können an dieser Genot stehen, dass wir können frei sein an der Gerechtigkeit, was Gott annimmt. Du wirst kein Weg, aber durch den Glauben, und wie
Und wir freuen uns in dieser Hoffnung, Gott seine Herrlichkeit zu sein. Wir sind frei und wir freuen uns, wir kicken mit Mut fair, dass Jeff noch ein besserer Platz ist hier auf dieser Erde. Dass Jeff noch ein Platz, wo wir persönlich wollen mit den Herren taub sind, wenn wir an dort leben tun. Wir haben gesehen, dass wir selbst alle Kart kommen in China als gerecht für Gott. Even wenn der uiterlich auch viel Dinge sehr schmack erreicht, und dass alle reich sind, aber was innerlich ist, dort muss klar sein und dort ist der Glauben, dass Jesus hat getan, was er braucht, um dass ich für Gott kann gerecht werden. 2. Korinther 4, Vers 21 sagt, dass Gott mögt den, der von keinem Sinn weiß, an keinen Sinn schuldig wir, an uns steht zu Sinn. Dass wir durch Amt für Gott gerecht werden, so ist dort für Gott gelten. Nicht so aus wie selbst, aber so ist das für Gott gelten. Gott mögt dem, der von keinem Sinn weiß. Jesus Christus, wie Himmelkart gekommen, so ist ich und du. Heil hang am Kreuz. Heil Leute, die den Tod am Kreuz leiden, nicht für sich selbst, aber für mich und für die. Heil wir wahrlich dort Absicht zu nehmen, was das kosten würde, um der Welt ihren Sinn zu betonen. Sinn kann nicht ungestraft bleiben. Sinn muss bestraft. Und Jesus kam und sagte, ich will das annehmen. Ich will den Sinn betonen. Ich will das Straf ab mir nehmen. So dass all die an mich wollen glauben, können frei sein, die können diese Gerechtigkeit annehmen. Sprecher 21, Vers 21 sagt, wer nur gerecht sein und Treuheit ihr Leben strebt, fängt Leben, Gerechtigkeit in ihr. Wer du nur streben wird, der wird das finden. 1. Petrus 1, Vers 13 und 14 sagt, du wirst merken, heute frei von alles, was uns hindern kann. Das sind Dinge, die uns hindern, wo wir uns vielleicht abnehmen, oder leicht mitschlafen mit uns. Und Petrus sagt uns Muttersprech, merkt uns frei von alles, was uns hindern kann. Seht im Denken klar. Und recht genug Hoffnung auf die Gnadengabe, die ihr kriegen wollen, wenn Jesus Christus kommt. So, du kannst Dinge sein, die uns antasten wollen, oder die uns mitschlappen wollen. Petrus merkt uns mal, merkt ihn frei, lut ihn nicht mit allen Sorten ab, mitrollen, wo ihr schwer beladen sind. Und dann sagt er in Vers 14, dann gehorcht Gott nu willst, die seine Kinder sind, nicht willst, die seine Kinder wollen, das sagt, willst, die seine Kinder sind, und lut ihn nicht weiter von der Last mitreden, woran die Leben euer Gebete wissen. Wenn wir drei denken, wir alle arbeiten, wie wir in einer Stadt, wo wir nicht sollen sein, wo wir für Gott nicht erreicht werden. Und hier sagt er, dass wir uns frei merken von alles, was uns heranschlagen können, oder was uns schwerfällig merken, und dass wir meist nicht können im Glauben leben. Oder wir sind auch Menschen, die haben Jesus geglaubt in der Hand, dass nicht ernst genommen sind, über dem aufgekommen, kalt geworden, und würden von dem vielleicht sogar sagen, dass Jeff nicht in Gott, wenn sie aber Erfahrungen gehabt haben, und weil wir aber aufrichtig sind, und dass wir nicht wollen von dort wegkommen, was wir glauben, und dass wir glauben, dass Jesus ist der Rara. Dankeschön und schönen Tag.